Es gibt ein, zwei Cases, die ich gesehen habe von jungen Musikschaffenden, die das schon ein bisschen clever in ihre Kommunikation eingebaut haben und den Konsumenten oder ihrer Supporterbasis auf Social Media wie so ein Dankeschön geben, wenn es darum geht, dass sie vielleicht schon viele private Playlist-Features bekommen haben. Das habe ich jetzt noch nicht bei so vielen gesehen, aber die ein oder anderen schlaueren Artists hat es schon gegeben, die das ein bisschen in den Vordergrund gerückt haben, weil in deinem Artist-Tool, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dort wird euch auch angezeigt, in welchen privaten Playlists. Also ihr werdet dann so Playlists sehen, die halt eher so nach Privatperson wirkt, also sie sind auch so amix benannt und das sind halt meistens Playlists, wo halt irgendeine Privatperson, die halt Spotify täglich nutzt, ist halt die Playlist mal erstellt worden und die Playlists haben meistens auch nur einfach einen Follower oder vielleicht 2, 3, wenn dann Kollegen oder Kolleginnen dort auch noch angedockt sind an dieser Playlist oder man shared gewisse Playlists. Aber schaut euch mal die Liste an. Es gibt gewisse junge Artists, die da jetzt vielleicht auch teilweise zuschauen, die dort 50, 60 Playlists drin haben und diese Playlists sozusagen oder die Fülle an Playlist-Features, die könnte man auch in seine Kommunikation ein bisschen clever einbauen und halt irgendwie den Leuten danken oder ihnen so ein bisschen den Props geben, dass sie dich dort inkludiert haben. Weil viele momentan geben halt irgendwie so Dankeschöns oder Shoutouts, wenn es auch darum geht, hey, wir haben 40'000 Streams erreicht, alle zusammen, super, weiter so, danke vielmals. Aber dadurch, dass vielleicht die Playlist-Features kommuniziert, und ich rede da jetzt nicht von Spotify Editorial Playlists, wo man dann irgendwie Spotify, was auch immer, danke vielmals Spotify, dass du mich da reingenommen hast, irgend so eine Editorial Playlist, sondern eher von, du tust das mehr ins Licht rücken, dass du den privaten Playlist-Nutzer, also die das in ihre private Bibliothek haben, dass du denen mehr einen Shoutout gibst. Weil die Daten hat man und es wäre ein leichtes, dort mal einen Printscreen machen und die einfach mal verwenden, ein bisschen für seine Artist-Kommunikation und dort ein bisschen deinen User, deinen Konsumenten sozusagen ein bisschen Props geben, dass sie dich supporten.